Grüße zurück zur zweiten Aufnahme von Spontan, dem kleinen Format für die beiden Kanäle, kurz und schmerzlos. Heute geht es eigentlich nur um den zweiten Kanal. Er ist diesmal wirklich in der Videobeschreibung verlinkt. Falls es dich interessiert, falls du mich schon länger verfolgst. Genau, wenn du durch puren Zufall auf dieses Video gekommen bist, Chris aus der Steiermark. Und zwar, wo fange ich an? Es gibt einiges zu berichten, einiges zu erzählen und einiges, das ich mir für die Zukunft vorgestellt habe. Genau. Womit fangen wir an? Am Zweitkanal. Am Zweitkanal läuft ja schon seit geraumer Zeit ein kleines Programm. Blende ich dir jetzt ein. Austrian Metal und Rock Bands. Diese Playlist wird noch erweitert. Und eine zweite Playlist, rechter Hand, BM Compilation. Hör einfach rein. Beziehungsweise das Thumbnail verrät eh alles. Genau. Kurz und schmerzlos. Wenn du auf dem Hauptkanal, auf der Hauptseite ganz runter scrollst, wirst du sehen, ich habe hier mir erlaubt, 3 Playlisten hinzuzufügen, dann 2 weitere. Die dritte ist eh schon lang. Hier kannst du dir einiges anschauen, wenn dich etwas außertürlich interessiert. Man weiß es nicht genau. Das überlasse ich ganz dir. Genau. Was kommt heuer als nächstes? Jetzt gehen wir auf den Zweitkanal ein. Und zwar, der Sommer kommt, ich habe schon gesagt, am Hauptkanal Forest Programm zurück mit 3 Videos, mit einem Video alle 3 Tage. Das wird auch später nochmal im Community Tab aufploppen. In der ersten Woche des Urlaubs wird auch noch aufploppen. Keine Videos, da muss ich zu Hause meine Technik umbauen. Ist auch bereits mit Stand jetzt schon im Community Tab am Hauptkanal ersichtlich, kurz und schmerzlos. Und der Sommer kommt und im Urlaub habe ich etwas vor mit der Freundin. Genau. Wir fahren, wenn es sich ausgeht, wenn sich der Urlaub ausgeht, BZW, wenn sich das nicht überschneidet, mal schauen, ich weiß es noch nicht, werden wir ein paar Tage nach Erfurt fahren. Genau. Wenn ihr zwei aus Erfurt das seht, grüß euch. Entschuldigung, dass ich via Mail noch nicht zurückgeschrieben habe. Und ich bleibe am Ball und spätestens Anfang Juli sage ich euch Bescheid. Kurz und schmerzlos. Ja? Also liebe Grüße aus Österreich in Richtung Erfurt, falls ihr das seht. Dann, genau, Erfurt. Dann, das, was ich euch zeigen werde, das, was ich euch jetzt zeige, kommt alles in Richtung Zweitkanal. Also bitte, ja, also was der Hauptkanal bleibt von diesen Dingen verschont mittlerweile. Dann fangen wir an. Es gibt einiges zu berichten. Heuer war eigentlich Brügge angesagt in Belgien. Ich war jetzt schon zweimal in Spa-Francorchamps. Das mit Brügge haben wir jetzt mal vorerst aufs nächste Jahr verschoben. Genau. Finanziell schaut es ein bisschen, ja, ich meine, es würde sich ausgehen. Nein, es geht sich nicht ganz aus. Wegen der Krankheit der Freundin. Kurz und schmerzlos. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Brügge ist dann im nächsten Jahr dran. Ich bin bereits am Planen, das habe ich schon mal erwähnt, in irgendeinem Video. Und wir werden jetzt einfach mal weiterschauen. Im August, genau, im August steht das nächste große Event an. Und zwar, ich werde 3 Tage am Kaltenbach Open Air sein. Am Semmering, so wie im letzten Jahr schon. Ein kleines, feines Festival. 2022 haben es über die 3 Tage 6000 Besucher gehabt. Es sind das Area und das Kaltenbach, eins vorweg, das sind kleine Festivals. Pipi fein. Das Area besuche ich heuer nicht, da sind wir, ja, da sind nicht so die Bands, die mich freuen oder mich freuen. Und das Kaltenbach blende ich da jetzt auch ein.
das bietet heuer einiges mehr und das ist ein absoluter Knaller mit Napalm, Death Destruction, Havoc, Borg Nagar und so weiter und so fort. Genau, kurz und schmerzlos. Jetzt kommen wir mal weg von Brügge, Erfurt, Kaltenbach und für den Zweitkanal dem Programm, was ich euch schon vorhin gesagt habe, mit den Austrian Metal Bands und der BM Compilation. Kommen wir nun zu einem Thema, kurz und schmerzlos. Ich habe etwas vor. Das erste wird sein, wenn alles klappt, sage ich euch wieder über das Spontan Format Bescheid. Muss ich mir erst anschauen, wie das dann ablaufen wird, hin und her. Ich warte nur auf eine Rückmeldung. Und zwar, ich war ja, aber ich habe das jetzt schon öfters erwähnt, heuer und im letzten Jahr war ich in Spa-Francorchamps und habe mir die WEC angeschaut, die 6-Stunden-Rennen, ist 6-Stunden-Rennen, was die da draußen veranstalten. Und da bin ich auf eine Idee gekommen. Hab das dann auf Red Bull Ring, ich wohne circa, na sagen wir, 25 Minuten vom Red Bull Ring weg. Fahr bei mir auf die Autobahn auf, ich fahr ja knapp bei 30 Kilometern, fahr dann wieder an und bin gleich am Red Bull Ring am. Und da habe ich was gefunden. Genau. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, den Red Bull Ring selbst zu fahren mit dem eigenen Auto. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, du bist momentan eh geil auf Dinge, die dich interessieren und willst so viel nur singen in dein Leben wie nur möglich. Also haben wir gedacht, weißt du was, scheiß drauf, das werden wir machen. Ich werde euch aber zu dem Thema Red Bull Ring früh genug Bescheid sagen, ob das zustande kommt oder nicht. Genau. Für die Zukunft habe ich mir 2 weitere Dinge rausgesucht in diese Richtung Red Bull Ring. Aber das Thema Red Bull Ring mit selber fahren, die Strecken mit dem eigenen Auto, habe ich mir 2 weitere Strecken rausgesucht. Und zwar die Nordschleife, Nürburgring und die Möglichkeit besteht, dass man das auch ins Spa-Francorchamps machen kann. Von mir weg bis Nürburgring sind es ungefähr 8 bis 9 Stunden. Ich nehme 10 Stunden, weil ich ja auch eine Pause machen muss. Hier und da mal dem kleinen Freund die große Welt zeigen möchte, damit sie der auch entlernen kann. Was das ist die Blasen immer so schwer und das druckt immer so mit der Schwerkraft nach unten. Genau. Und was da aber noch kommen wird für den Zweitkanal, Nürburgring oder Spa-Francorchamps, irgendwann in der Zukunft. Wenn es spruchreif wird, informiere ich euch. Genau. Und ich mache das jetzt. Na, das machen wir anders. Das letzte Thema, kurz und schmerzlos, 2. November, das ist ein Samstag. Ich bin da in Wels. Die Karte ist gekauft für dieses kleine Festival, das Sinister Feast. Und dort werde ich rausfahren und mir das kleine Festival an diesem Samstag anschauen. Genau. Und mal schauen, ob das auch so zustande kommt. Der Rest ergibt sie und alles, was du jetzt gesehen hast, bleibt auf dem Zweitkanal. Genau, ich werde den Zweitkanal mit diesen Dingen ausbauen und in der Zukunft habe ich noch einen Schmierzettel. Ich brauche Schmierzettel, weil sonst merkt sich mein altes hier nichts mehr. Der liegt daneben und da stehen einige Dinge drauf. Sehr interessante Dinge für mich persönlich. Wenn es dich interessiert, Zweitkanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und Baba dabei.